Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktik Fuchs. Ja Leute, hier zeige ich euch meine Aufstellung gegen Preußen Münster in Münster. Erste Runde DFB-Pokal. Tuchel hat es schon vorweggenommen, Peretz spielt, finde ich gut, hätte ich genauso gehandhabt. Ansonsten hat er es auch schon vorweggenommen, dass De Ligt angeschlagen ist und nicht spielen kann. Es könnte sein, dass Buchmann aufläuft. Ich weiß gar nicht, ob der fit ist, aber ansonsten war halt auch noch die Rede, ob Upa und Kim fit sind oder nicht. Ja, da die Licht ausfällt, würden bei mir auf jeden Fall Upa und Kim auflaufen. Links will ich Guerrero bringen. Einfach, um ihn mal zu sehen und Davis mal eine kleine Pause zu geben. Ja, Davis war gerade im Flow, aber ich denke, wenn er ja eine halbe Stunde vielleicht reinkommt, wenn es nicht so laufen sollte, ist das auch okay. Ansonsten würde ich da mal Guerrero die Spielzeit geben. Wenn er schon soweit ist, das weiß ich natürlich nicht. Rechts würde ich Mazraoui mit A. Mazraoui. Nicht Mazrui, Mazraoui. Ich nenne ihn einfach Nuss, so wie es Tuchel auch tut. Würde ich Nuss bringen. Ja, einfach, dass er ein bisschen im Flow kommt. Ne? Hat jetzt gegen Bochum ordentlich gemacht, aber Bochum war jetzt auch nicht so der Maßstab. Preußen Münster ist jetzt auch nicht unbedingt der Maßstab. Aber einfach, dass er ein bisschen in den Rhythmus kommt, ein bisschen in den Flow kommt. Deswegen würde ich ihn da wieder bringen. Da es ein Kimmich gut gemacht hat, würde ich auch einen Kimmich bringen, auch wenn man das ein Spiel ist, wo man sagen könnte, Schoman Joschma. Aber er hat die Posi endlich mal so interpretiert, wie es sich gehört. Und da aus rein Eigennutz würde ich gerne sehen, ob er es gegen Münster genauso macht. Bedeutet, dass ein Goretzka erstmal draußen ist. Weil für mich ist ein Leimer auf der 8 gesetzt. So, da geht. Die Stärke sollte man nicht weggeben. Und ich fand das Zusammenspiel von Leimer und Kimmich auch sehr gut gegen Bochum. Und ja, ich denke auch da sollte man sich die Jungs da ein bisschen abstimmen lassen. Gegen Leipzig wird das Ganze auf die Probe gestellt werden. Ja, von daher würde ich das so machen. Man könnte natürlich auch sagen, wenn Guerrero noch nicht fit ist, könnte man auch einen Kretzig bringen in so einem Spiel mal. Warum nicht? Aber ich denke, man muss auch nicht die verkehrten Zeichen setzen mit irgendwie, nimmt das mal auf die leichte Schulter oder sowas. Ja, bei mir ganz klar, brauchen wir nicht drüber reden, wird ein Tell über links kommen. So, Punkt. Ja. Beim Sané bin ich mir unsicher. Ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn draußen lassen würde sogar. Ich glaube, ich würde einen King bringen über rechts. Einfach, dass King auch noch mal ein bisschen Rhythmus kriegt und Sané einfach auch mal eine Pause kriegt, hat die letzten Spiele alle durchgeballert. Ich denke, da ist es nicht verkehrt, wenn er mal eine kleine Pause kriegt und ich denke mal, Koman ist jetzt auch nicht so ein schlechter Ersatz. Ansonsten haben wir es gehört, Musiala ist Dingensteuerung gewesen, Belastungssteuerung. Weiß man immer noch nicht ganz genau, wie es ausschaut, aber ja. Müller ist fit, von daher würde ich Müller mal bringen. Musiala kannst du dann in der zweiten Halbzeit immer noch reinwerfen. Ne? Aber warum nicht mal Müller in so einem Spiel auch mal wieder ein bisschen Spielzeit geben? Und ja, auf den Harry Kane können wir, glaube ich, nicht verzichten. Ja, wir könnten jetzt auch sagen, man bringt mal einen Schuppo und gibt Harry Kane vielleicht auch mal ein bisschen ein Päuschen. Ja, aber ich denke dann lieber bei ihm jetzt dem Fall, könnte man natürlich bei Sané und bei Davis genauso argumentieren. Lass sie ja bis zur 60. spielen und nimm sie dann runter. Ja. Könnte man auch machen, klar. Aber ich denke, so ein Koman braucht jetzt einfach auch mal wieder ein bisschen den Rhythmus. Ja, genauso wie Mazraoui. Und Guerrero würde ich einfach mal die Chance geben, sich überhaupt zu zeigen bei uns. Ja, ja, deswegen will ich ihn da geben. Und ich denke, Davis, ja, tut so ein Päuschen, glaube ich, auch nicht mal schlecht. Ja, man könnte da jetzt auch argumentieren, er braucht den Rhythmus vielleicht, aber
den Rhythmus ja eigentlich. Ne? Ja, ist mal ein bisschen was durchgewürfelt, definitiv, aber ich denke, ja, wir haben den Kader, gerade in der Offensive. Ähm, und ohne jetzt Preußen Münster irgendwie zu schwach zu sehen oder das Spiel zu unterschätzen, denke ich, dass das Personal da auch die eine oder andere Chance herausspielen sollte. Ja. Und Kimmich und Leimer, ja, wie gesagt, da bin ich eigentlich erstmal so, lass die Jungs mal, wenn das wirklich gewollt ist, auch für Leipzig, was ich sehe, definitiv die beiden gegen Leipzig auf diesen Positionen, deswegen heute spielen lassen. Ja, auch hier kannst du gucken, 60. Nimmst den Kimmich runter, nimmst den Leimer runter, nimmst du gleich beide runter und fängst da nicht mit dem Guerrero an. Das kommt drauf an, wie der Plan ist. Ja, von Tuchel. Dann lässt der Guerrero auch noch raus, bringst den Guerrero dann vielleicht in der Mitte zusammen mit dem Goretzka. Kann man auch machen. Und man würde sagen, man fängt hinten links entweder mit dem Davis an, oder man fängt mit dem Kretzig an und sollte er das irgendwie nicht hinkriegen, dann mit dem Davis, weiß ich nicht. Aber vielleicht so ein Kretzig dann auch wieder das verkehrte Zeichen vom Start weg, auf der Position des linken Verteidigers. Weiß ich nicht. Über Guerrero kann man sicherlich streiten, ja. Da wäre ich mir auch ein bisschen unsicher. Sehr wahrscheinlich. Würde ich wahrscheinlich auch gucken, so wie es so im Training ausschaut, was ich ja so jetzt nicht kann, ja. Und würde dann da vielleicht sagen, ja, fangen wir vielleicht doch mit dem Davis an und wie bei Leimer und Kimmich und so weiter, könnte man dann sagen, Kane, ja komm, 60. nehmen wir den mit raus. Ja. Wenn es dann 3-4-0 steht, ja, dann kannst du in der 60. noch einen Viererwechsel durchballern. Ja. Nimmst halt einen Davis raus, einen Kimmich, Leimer und einen Kane. So, können die sich ein bisschen schonen für das Spiel am Wochenende. So, und der Rest, ein King kann durchballern, Tell kann durchballern. Kim und Opa, ja, musst du gucken, ob du da noch eine Alternative hast. Da sind wir halt nicht gut besetzt. In der Innenverteidigung aktuell, ja. Wie gesagt, hier gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man anders aufstellen könnte. Haut mir gerne eure Vorstellung in die Kommentare. Ich denke, gerade vorne haben wir die Qual der Wahl. Ja, du kannst auch mit dem Musiala anfangen. Du könntest auch mit dem Müller auf halb rechts anfangen und mit dem Musiala auf halb links oder mit dem Musiala hinter der Spitze und lässt einen King raus. Könntest auch einen Tell vorne reinbringen, lässt einen Kane draußen, wenn er eine Pause braucht. Das weiß ich halt alles nicht. Ja, da müsste man halt echt gucken, wie es im Training ist und wie die Belastungssteuerung ist. Ohne Münster unterschätzen zu wollen, Tell hat eine gute Form, Schupu hat auch getroffen. Ja, könntest du wahrscheinlich sogar sagen, komm, wir lassen Kane erstmal draußen. Auf der anderen Seite finde ich, Kane braucht aber auch jede Spielminute, um weiter Spielpraxis zu sammeln und vielleicht auch mal ja, mit dem Müller, mit dem Tell, mit dem Koman, dass er vielleicht auch mal nochmal ein bisschen andere Eindrücke kriegt, als wie nur Leroy Sané. Denke ich, ist auch nicht so verkehrt, ja. Und gerade dann auch hier so Kimmich, Leimer, Kane, dass das sich schon mal so ein bisschen irgendwie einspielt. Von daher würde ich schon mit dem Heavy anfangen und wie gesagt, kann, je nachdem wie das Spiel läuft, ihn zur Halbzeit oder zur 60. rausnehmen und gut ist. Ja, ist auf jeden Fall mal ein bisschen durchgewechselt, aber ich bin definitiv ein Freund von Rotation. Gerade wenn man das Personal hat. Weil wie ihr auch seht, bin ich auch ein Freund davon, dass man eine Achse hat. Ja. Leider ist die Lüchte jetzt nicht da, aber ansonsten hast du halt die Stamminnenverteidigung und ich denke, die Mittelachse plus der Stürmer vorne. Sollte schon die Achse bilden und alles drumherum kannst du halt mal ein bisschen durchrotieren. Ne? Bin ich ein Freund von, sehe ich. Gar kein Problem drin, wenn immer so der Kern von 5, 6 Spielern da ist. Aber wenn du die Qualitäten hast und ganz ehrlich, ob jetzt hier ein Coman aufläuft, gut, im Moment ist ein Sané super drauf, ist schon vielleicht ein kleiner Qualitätsverlust, aber ansonsten, ja, ob da jetzt ein Sané, ein Coman aufläuft oder hier ein Gnabry oder ein Tell oder Müller oder Musiala, natürlich ist Musiala nochmal anderes Kaliber mittlerweile. Ja, aber nochmal, wenn du so deine 4, 5er Stammgerüst, nenne ich es mal, hast, kannst du den Rest darum auch rotieren in solchen Spielen. Ja? Jetzt nicht abwertend gemeint, aber am Ende des Tages ist es wirklich nur Preußen Münster. Ja? Und na klar, Pokalfight, da kann alles passieren, kriegst du ein dummes Gegentor durch eine Standard und dann ist das Stadion da und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages, wenn wir
die richtige Einstellung an den Tag legen, dann kommt der Rest von alleine. Ja, da musst du schon echt super viel Spielpech haben, dass das irgendwie in die Hose geht. Durch Pfostenschüsse, durch einen überragenden Torwart auf der Gegenseite, sonst irgendwas. Aber ansonsten, wenn wir einfach die richtige Einstellung haben, wenn wir den Gegner ernst nehmen, wenn wir gallig sind, wenn wir torhungrig sind, wenn wir erfolgshungrig sind, ja, dann läuft das von alleine. Und dann ist es auch nicht wichtig, ob da jetzt am Ende des Tages ein Tell steht, ein Sani steht oder ein Musiala. Ja, meiner Meinung nach. Weil die sind alle aktuell eingebunden im Team. Zumindest hat man das Gefühl, sieht man ja auch, wenn die Jungs reinkommen. Und warum dann nicht in so ein Spiel mal den Jungs, die sonst reinkommen, mal beginnen lassen und dann vielleicht mal die anderen später bringen. Und dann können die anderen auch mal unter Beweis stellen, ob sie dann genauso heiß sind, wenn sie dann noch reinkommen. Ja. Das ist meine Meinung. Leute, haut mir gerne eure in die Kommentare. Und ich freue mich aufs Spiel. Bin gespannt, ob wir wieder dran anknüpfen an diese Einstellung, die wir an den Tag legen müssen. Habe ich schon in der Reaction auf der Pressekonferenz gesagt, mir geht es gar nicht so darum, ums Ergebnis, ob es jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 wird, ist wurscht. Ja, Hauptsache wir kommen weiter am Ende des Tages und Hauptsache wir bringen die richtige Einstellung aufs Feld. So, das ist das Wichtige. Ja, und dann wird der Rest auch von alleine passieren, weil wir einfach die Qualität haben. Punkt. Und im 1 gegen 1, also die individuelle Qualität, ja, da müssen wir nicht drüber reden. Ja. So. Fertig. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Bis morgen. Tschüssi.